Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, mit der ich heute ganz passend zur Adventszeit als Engel und Bergmann dastehe. Jeder hier eine Kerze in der Hand. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Wir klingen wie so ein komisches Wetterhäuschen. Also das denke ich, wenn du so zwei Figuren beschreibst. Holzschnittartig. Ich weiß, du zielst da was anderes. Du zielst auf Adventsschmuck. Ich ziele auf heimischen Adventsschmuck. Ich ziele auf für uns heimischen Adventsschmuck, genau. Typisch erzgebirgisches Holzhandwerk. Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, selbst die DDR-Zeit gut überstanden, kann man heute noch kaufen. Wunderschöne Holzpyramiden, Schwibbogen im Fenster, genau. Räuchermännchen. Und das sind die ganz typischen Motive, die Bergmänner, weil eben im Erzgebirge viel Bergbau getrieben wurde. Für Jahrhunderte wurde dort in der Erde gegraben. Aber muss man ja sagen, nach der Wende und jetzt in der Neuzeit ist da ja vieles zum Erliegen gekommen. Ist auch ein bisschen Thema im heutigen Krimi. Genau, wir haben einen Radiotatort vom MDR aus Mitteldeutschland da. Und da wird genau dieser Strukturwandel behandelt. Also ehemals florierende Städtchen, wo viel Arbeit da war, sehr industrialisiert, dem Strukturwandel unterworfen. Große Arbeitslosigkeit, viele Leerräume und ja unter anderem Gegenden, wo Rechtsextremismus durchaus ein Thema ist. Absolut, genau. Du hast jetzt fast schon mehr beschrieben, als im Hörspiel vorkommt. Aber super, das als Folie zu haben. Aber im Mittelpunkt steht natürlich ein Mordfall. Das stimmt. Ein Cold Case, muss man schon sagen, selbst innerhalb des Universums vom MDR Radiotatort. Ein Asylbewerber ist umgebracht worden vor 6 Jahren. Und genau dieser Fall wird jetzt aber nochmal aufgerollt. Genau, und zwar muss unsere Nancy Ritter als verdeckte Ermittlerin nach Schlagstedt. Die Nancy ist die Streifenpolizistin, wird aber von der Polizeikommissarin Gesche Kraus so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und die sieht nämlich Größeres in ihr. Die haben auch schon jetzt 5 oder 6 Fälle zusammen gelöst. Nancy immer so eher nah am Fußvolk dran und Gesche mit dem ganzen Apparat der Polizei im Hintergrund. Und bisschen erschwerend kommt hinzu, dass Nancy bei ihrem letzten Einsatz, beim letzten Fall, Opfer einer Bombenexplosion wurde und eigentlich bis jetzt in der Reha war. Also wenn sie jetzt wieder einsteigt in den Polizeidienst, I don't know, ob sie es tut, aber wenn sie es tut, dann gleich mal in einer ganz neuen Rolle als verdeckte Ermittlerin. Das stimmt. Viel Vergnügen bei Ausgehöhlt von Dirk Lauke. Viel Spaß. Und jetzt? Was? Jetzt müssen Sie diese Spuren auch noch beseitigen. Wie ein Schneeball, der immer größer wird. Aber huch, das ist ja gar kein Schnee. Das ist gefrorenes Blut, das Sie da vor sich herschieben. Und es wächst und es wächst. Und irgendwann wird das Ding größer sein als Sie selber. Kraus! Ausgehöhlt. Hörspiel von Dirk Lauke. Frau Kraus? Warum treffen wir uns denn im Wald? Ich denke, Sie haben haufenweise Allergien. Man muss sich seinen Feinden stellen, finden Sie nicht? Hey, schickes Motorrad, Nancy. Na, kommen Sie. Ich will über einen Fall mit Ihnen sprechen. Und das geht nicht im Büro. Vor 6 Jahren fanden Jugendliche in einem stillgelegten Kupferbergwerk bei Schlagstedt eine Leiche. Moment. Vor 6 Jahren. Und bevor der Fall eingemottet wird, habe ich ihn zur letzten Prüfung. Kann ich? Ja, bitte. Also, hier die Akten. Der Tote war männlich, 1,76, 24 Jahre. Identifiziert als Desmond Bayo aus Sierra Leone. Nach Asylantrag wohnte er in der örtlichen Zast. Zast war nochmal? Zentrale Aufnahmestelle. Zentrale Aufnahmestelle. Vermisst hatten sie ihn dort zwar seit einem Monat, aber einen Kopfstand gemacht hat deswegen auch keiner. Vielleicht hauen öfters mal welche ab. Also war irgendwas Auffälliges? Ich meine... Mal abgesehen von seinem leblosen Zustand? Ja, dumme Frage. Er war barfuß. Zeugen sagen, dass er so etwas wie Sandalen getragen haben soll. Die Gerichtsmediziner haben das auch so gesehen. Und die Schuhe sind weg? Ja,
Den Verletzungen nach wurde er mit einem stumpfen Gegenstand malträtiert. Vielleicht ein Hammer oder ein Werkzeug oder ein eckiger Stein. Hier, Schädelbasisbruch. Oberkiefer, Jochbein, Elle, Hüfte. Ja, die Bilder. Oh. Allerdings wurde keine Mordwaffe gefunden. Ist es im Schacht passiert? Unklar. Wie kommt man denn dahin? Ja, das ist die Frage. Kann er vielleicht irgendwo reingefallen sein? Mbayo lag mitten im Stollen. Der nächste Wetterschacht, in den man hineinfallen könnte, ist 100 Meter entfernt. Googeln Sie nicht, nein. Ein Wetterschacht ist zur Belüftung und Versorgung der Bergleute. Aha. Und wenn er reingefallen ist und sich dann weitergeschleppt hat? Na genau, das meinte auch die Kripo vor Ort. Aber? Auch beim Reinfallen kann jemand nachgeholfen haben. Stimmt. Die Verletzungen, die er hatte, die sehen wie gezielte Schläge aus. Sehen Sie sich die Stellen an. Typische Wunden. Fußabdrücke? Im Schacht steht knöcheltief Wasser. Irgendein Ermittlungsansatz? In den Akten gibt es seitenweise Berichte über Gangrivalitäten in der Zast. Hier, blättern Sie mal um. Drogenring, ethnische Konflikte. Nur, Mbayos Zimmergenossen erzählten was von Streit mit dem Sicherheitspersonal. Was denn für ein Streit? Ja, das wüsste ich auch gerne. Bevor sie es näher ausführen konnten, wurden sie abgeschoben. Stattdessen durften irgendwelche anderen Leute die Akten mit kruden Theorien füllen. Wie meinen Sie das? Was würden Sie tun, wenn Ihnen die Abschiebung droht? Ich erzähle denen so viel Kram, dass sie mich unbedingt vor Gericht brauchen. Ganz genau. Ein Zeuge hat behauptet, Mbayo wäre Meisterdieb, ein anderer, er wäre gesuchter Terrorist. Und? Na, er war weder Arsène Lupin noch Osama Bin Laden. Nein, ich meine, ob es gegen die Abschiebung genutzt hat. Nein? Was ist das für ein Anhang? Verlust Mobiltelefon. Von dem Visa? Desmond Mbayo. Also dessen Handy ist verschwunden. Aus der Asservatenkammer oder wie? Vorher. Auf dem Weg dahin. Von den Asservaten wurde eine Festplatte gelöscht. Angeblich ein Versehen. Treffen wir uns deswegen hier? Weswegen? Weil die Akten Datenmüll sind. Misstrauen Sie den Kollegen? Blättern Sie lieber zurück auf das Sicherheitspersonal. War das eine Antwort? Ein paar Wochen nach Mbayos Tod wurde die Firma gewechselt. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Oder besser, Nancy Rost. Wer ist Nancy Rost? Sie. Das ist Ihre Legende als verdeckte Ermittlerin. Man dreht sich am ehesten um, wenn der Vorname fällt. Den Nachnamen können Sie schnell korrigieren. Ich bin Nancy Rost. Ritter Rost, ist das ein Witz? Ja. Nein, hören Sie. Ich möchte, dass Sie in einem Fitnessstudio anfangen, in dem eine Lara Michel arbeitet. Aha. Sie ist die Freundin von einem Ryan Ehlert. Ryan, können wir reden? Mann, kannst du mich nicht eine Minute trainieren lassen? Er ist Ihre Zielperson. 25 Jahre. Ah, jetzt renn doch nicht weg. Wieso gehst du nicht mehr auf Arbeit? Ich habe Besseres zu tun, als mich mit einer Horde Halbaffen in einem Bus zu hocken, in der Gluthitze zu stehen und diese Ökoscheiße in die Landschaft zu pflanzen. Windräder. Mit Fällen sollte man die nicht aufbauen. Aber mein Vater hat dir die Arbeit klar gemacht. Also, denkst du vielleicht, es ist Jobcenter? Mein Vater! Wovon träumst du eigentlich nachts, ha? Ryan, wir brauchen das Geld, weil ich... Nein! Mann, ich hab satt, mich von deinem Vater rumschicken zu lassen. Ich gehe zurück in meinen alten Job. Sag ihm das. Neuerdings arbeitet Ryan Ehlert wieder mit seinem Kumpel Gordon Taucher zusammen. Bei einer Security-Firma? Exakt. Dieselbe wie damals in der Aufnahmestelle? Jap. Vielleicht trauen Sie sich das, weil der Fall auch für Sie erledigt ist. Interessiert sich denn niemand für Mbayo? Familienangehörige konnten keine ausfindig gemacht werden und deswegen hat in all den Jahren auch niemand Lärm gemacht. Und jetzt soll ich diesen Ehlert und Tauchat hinterher schnüffeln. Ich weiß nicht, also wieso befragen Sie ihn nicht einfach ganz normal? Die Kerle hatten 6 Jahre Zeit, an ihren Alibis zu feilen. Und Sie, Nancy, haben doch nicht ernsthaft vor, den Rest Ihrer Laufbahn im Verkehrspuppentheater zu verbringen. Ich weiß nicht, ich kann gut mit Kindern. Wieso fragen Sie ausgerechnet mich? Stehen die beim LKA nicht Schlange für sowas? Wenn ich jemand als Kriminalpolizistin sehe, dann Sie. Nach einem Einsatz als VI stehen Ihre Chancen auf ein Studium gut. Ich bin noch nicht so lange von der Reha zurück. Ich kann froh sein, dass ich wieder richtig reden und laufen kann.
Wem haben Sie denn Ihre Verletzungen zu verdanken? Einem rechten Arschloch mit Sprengstoff. Erzählen Sie mir nicht, Sie wollen solche Leute nicht rankriegen. Man könnte auch den Schluss ziehen, ich soll kürzer treten. Sie sind kein Schoßhund, Nancy. Seit ich Sie kenne, beißen Sie sich fest. Und jetzt fahren Sie doch auch wieder Motorrad. Wer sagt denn was von kürzer treten? Leute, die keine Ahnung haben. Nancy? Nance? Ey, endlich, Junge. Schwesterlein, ich hab schon gedacht... Was ist denn hier los? Was wird denn das? Du packst? Dienstreise? Dienstreise? Dienstreise. Wie Dienstreise? Dienstreise. So, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Wieso sagst du mir nichts davon? Na gut, ich sag's ja jetzt. Dienstreise. Dienstreise ohne Uniform? Ja, es ist eine büromäßige Dienstreise. Aha, wohin? Kann ich nicht sagen. Was sind denn das überhaupt für Klamotten? Deine? Hä? Was gehen dich meine Klamotten an? Bomberjacke, ey, Mann, seit wann trägst Jetzt lass meine Sachen. Ey, das tragen doch nur Hools. Was? Ja, oder Berlin-Hipster. Ach du Scheiße. Du wirst VE? Nein, jetzt quatsch nicht, Tommy. Du weißt doch gar nicht, was das heißt. Natürlich weiß ich, was das heißt. Verdeckter Ermittler. Verarsch mich nicht, Nancy. Mann, ich bin zwar schon älter als du und ich hab mir mit Sicherheit das ein oder andere Hirnareal weggekifft, aber ich bin nicht blind, ja? Wo? Kann ich nicht sagen. Boah, Alter. Du schnüffelst garantiert nicht bei irgendwelchen Linken in der WG-Küche rum, oder? Sie haben 10 leere Flaschen, das können schnell 10 Mollys werden. Nee, hör auf, Lieder zu zitieren. Wo dann? Hallo, Nance, ich rede mit dir. In Schlagstedt. In Schlagstedt. In Schlagstedt. In Schlagstedt? Ja, geht das schon wieder los? Was ist denn in Schlagstedt? Vergiss es, nichts. Alter, Nancy, dir ist schon klar, dass du heftig ein Ding am Wandern hast, dass mir beim Zugucken schon schlecht wird. Wieso? Weil ich noch keine Lust habe, beim Verkehrspuppentheater in Vorruhestand zu gehen. Mann, weil dich vor 2 Jahren fast ein Fascho umgelegt hat. Tommy. Aber das weißt du gar nicht mehr? Hä? Nancy? Tasche? Sprengsatz? Tommy, es ist nur ein Job. Du legst es wirklich drauf an, oder? Ey, ich meine, Gehen dir die Argumente aus? du bist ein Arschloch. Die Löwin. Die was? Die Löwenmama, Mann. Was? Ich denke immer daran. Tommy. Noch wenn ich jetzt mit meiner Tochter spiele, dann mache ich das noch. Nicole, das Löwenjunge und ich muss die Mama sein. So wie du, so wie wir damals, als wir klein waren. Ja, was denn? Lach nicht. Was da zwischen den Topfpflanzen rumgekrabbelt sind, als Mama nicht da war. Die Löwin und ihr Baby. Dasselbe spiele ich jetzt mit ihr, verstehst du? Ich mache alles genauso wie du mit mir damals. Ohne dich geht's nicht, Nance. Ich komme noch wieder, Tommy. Und wenn nicht? Ich versprech's. Und jetzt hat mein Löwenjunges genug geflennt. Hier ist die Theke. Die meisten wollen einfach nur Proteinshakes oder ihr Wasser nachfüllen. Um die Zeit ist nicht viel los. Da hinten ist der Hennecke. Der gehört schon zum Inventar. Wir sehen vielleicht nicht mehr so gut, aber die Ohren sind 1A. Na, trainieren Sie weiter, Herr Hennecke. Also, wenn ich in dem Alter mal noch so fit bin. Er war Bergmann und sagt, er weiß nicht, wohin mit der Energie. Wenn die Arme nicht anders können, wir müssen was machen. Vergessen Sie lieber nicht Ihren Rücken. Schicke Jacke. Danke. Hat mein Freund auch. Ach ja? Komm, ich zeig dir die... Was ist? Zuerst aufs Klo! Wieso? Was ist? Lara? Geht's wieder? Nein. Scheißkerl. Probleme mit deinem Shakes? Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Wenn er mit so einer Jacke rumläuft, könnte es ruppig werden. Es sei denn, er ist Berliner Hipster. Bestimmt nicht. Hier, wisch dich trocken. Das wird schon wieder. Du hast doch keine Ahnung.
Stimmt. Willst du es nicht verraten? Mein Leben muss jetzt einfach eine andere Richtung nehmen. Ich habe gedacht, da kann ich auf Ryan zählen. Und jetzt rennt er die ganze Zeit auf Einsätzen rum. Einsätze? Ist er beim Bund? Wäre er gern. Er ist beim Wachschutz. Und das gefällt dir nicht? Mein Vater hat ihm einen anderen Job beschafft, an Windrädern rumschrauben. Was laber ich eigentlich? Weiter geht's. Gleich kommt Kundschaft. In dem Zustand keine Gewichte heben. Sollte nicht blöd klingen. Sieht man das? So war das nicht gemeint. Obwohl, guck mal in den Spiegel. Nicht dort unten. Der Bauch ist nicht das Entscheidende. Da, die Augen. Siehst du das? Was? Liebe? Das ist so ungefähr das Netteste, was ich in den letzten Jahren gehört habe. Was soll's? Liebe tut weh. Und je doller er dich liebt, umso doller tut's eben weh. Wie meinst du das? Lara? Kann man hier irgendwo was essen? Ob dir das gefällt? Uns, wenn dann. Nimm den Zug raus aus der Stadt. Hier sind alle Blumen verblüht und du bist viel zu schön. Hier sind die Was darf sein? Ich warte noch auf jemanden. Nancy, ich kann nicht. Wieso? Was ist? Beruhig dich. Ich komme ja. Lara, wir sind verabredet. Kommst du nicht essen? Ich kann nicht. Was ist denn da los? Nichts. Er hatte nur Streit mit meinem Vater. Sag, du bist verabredet. Lara? Komm, sag's ihm und komm hierher. Ja! Lara? Lara? Ach, scheiße. Wollen Sie nur telefonieren oder auch was essen? Haben Sie auch noch was Veganes außer Pommes? Wird das versteckte Kamera. Ich hab Köfte, Shawarma, halbes Huhn. Und was ist das? Gado Gado. Das ist privat. Ihr Reis ist privat. Gado Gado ist aus Indonesien. Ein Mischmasch. Ein Pumps mit allem. Vegan? Ja. Nein, ich kann es nicht verkaufen. Was wollen Sie jetzt? Indonesischen Pumps. Wenn Sie Ärger suchen. Ich kann auch immer noch... Was, die Bullen rufen? Wegen Pumps? Also wollen Sie jetzt was essen? Ja. Das Gado Gado ist mein privates. Ich arbeite nur in der Asia-Döner, Hamburger, Bratwurstbude. Und was es hier gibt, steht dran. Sie könnten mich doch privat einladen und ich spendiere Ihnen dafür eine Pommes. Okay, den check ich jetzt nicht. Ich bezahle Pommes oder sonst was und Sie geben mir den Pumps. Ein Tausch. Ich bin wirklich vegan. Mit der Jacke. Jetzt hab ich's. Sie sind aus Berlin. Außerdem haben Sie mich gesiezt. Niemand hier macht das. Ich bin vor allem hungrig. Haben Sie es in der Mikrowelle? Wer ist das da? Der Typ auf dem Bild mit dem Trauerflor. Ein Freund. Hat der Krebs oder so? Er sieht ganz schön jung aus. Sie sind wirklich nicht von hier. Er wurde tot in einem Bergwerk gefunden. Ein Unfall bei der Arbeit? Nee, das Bergwerk ist seit Ewigkeiten stillgelegt. Und wie sagt man, die meisten Unfälle passieren auf der Straße und im Haushalt. Aber er hat sich doch nicht selber was Nee, angetan. nicht Desmond. Der hat immer nur Witze gemacht. Ich hoffe, er ist niemandem zu nahe getreten mit einem Spruch oder so. Man kann auch jemandem zu nahe treten, ohne was zu sagen. Und womit? Mit dunkler Haut. Aber wem könnte er denn zu nahe getreten sein? So,
Einmal Mischmasch. Ich bin Nancy. Nancy Rost. David. David Ramdani. Aber die Leute hier nennen mich Wu. Oder Bruce Lee. Oder sowas. Ich bin nicht solche Leute. Abwarten. Herr Hennecke? Was machen Sie denn da? Sport! Oder sieht's denn aus? Warten Sie! Das haben wir gleich! Warum überhaupt der Lärm? Das quäkt ewig. Ja, das war die Alarmanlage. Sie ist angesprungen, weil wir noch nicht geöffnet haben. Haben Sie die Tür eingedrückt? Ich habe mich schon gewundert, wieso das gehakt hat heute. Das ging doch nur mit Gewalt. Das ist nicht das Einzige. Stockdunkel hier drin. Haben Sie das nicht gemerkt? Ach, das stört uns nicht. 35 Jahre Kupferbergbau, da war auch nicht viel mit Sonnenschein. Und Gewalt, das würden Sie sich umdrehen, wenn Sie wüssten, was hier unter der Erde los ist. Wie meinen Sie das? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie bitte? Wer das gesagt hat, den haben sie ans Kreuz genagelt. Darauf hat schon unser Thomas Münzer gebaut, wie er die Bauern in die Schlacht geführt hat. Und dann haben sie ihm von Mühlhausen die Rübe abgesäbelt und den Rest von ihm auf den Pfahl gespießt. Hier oben geht immer alles durcheinander. Da blickt man nicht durch. Da unten sehen wir, wann wurde abgebaut wie blöde. Dann war der Krieg nicht weit. Danach gab es Materialengpässe. Die Leute haben mit schlechtem Werkzeug in den Stein gehauen, sie haben gehungert, sind gestorben. Willkommen im Krieg. Das ist alles unterhöhlt, sagen wir, ausgehöhlt. Unter Tage sehen Sie, was in der Welt oben los ist. Bloß, es ist auf das Wesentliche reduziert. Klingt, als wäre das Wesentliche brutal. So ist es. Wir haben auch allerhand erlebt. Ach, kommen Sie, Herr Hennecke. Doch nicht Mord und Totschlag. Aber wie? Was haben wir hier nicht schon für Augen gesehen? Weit aufgerissen. Und eine Iris wie gehackte Milch. Wann haben Sie das gesehen? Ne, unten. Da können Sie gerne mal rumführen. Das wollen Sie doch nicht ernsthaft, Ritter. Wieso nicht? Er zeigt mir den Stollen, erklärt, wie so ein Schacht funktioniert. Vielleicht finden wir was. Der Mann hat schon damals seitenweise historische Exkurse zu Protokoll gegeben. Dauernd hat er gemeint, er würde über irgendwas Bescheid wissen. Aber dann in den Schächten haben sie trotzdem keine Hinweise auf Gewalt gefunden. Keine Fußabdrücke, gar nichts. Überlegen Sie sich lieber, wie Sie an Ryan rankommen. Im Moment ist das schwierig. Wieso? Naja, diese Lara Michel geht auf Abstand zu ihm. Warum sollte ich bei ihm auftauchen? Ja, lassen Sie sich was einfallen. Oder bringen Sie Frau Michel wieder auf Kurs. Aber der Kerl ist... Frau Michel ist schwanger von Ryan Ehlert und sie hat das Glück, alleine zu wohnen. Sie könnte ihn locker abschießen. Außerdem wird sie von ihrem Vater unterstützt. Wie meinen Sie das? Wenn sie es jetzt macht, fällt sie nicht besonders tief. Aber man weiß ja, wie das ist. Wenn das Baby erstmal da ist, liegen alle Nerven blank, dann gehen die sich erst recht auf den Zünder. Aber sie trennen sich nicht, weil, ja, das Baby. Bums, sind ein paar Jahre um und wir haben die Katastrophe. Dieser Ryan Ehlert ist doch gefährlich. Darum geht's ja, Ritter. Und deswegen habe ich Sie eingesetzt. Ich kann sie ja schlecht wieder zusammenbringen. Ach nicht? Ja. Nancy? Du bist seit Tagen nicht auf der Arbeit. Unser Essen hast du auch verpasst. Und an dein Telefon... Das habe ich aus. Komm rein. Ich bin krankgeschrieben. Und was ist kaputt? Keine Ahnung. Das Herz? Dabei sollte ich froh sein, ihn loszuwerden. Sagt doch mein Vater. Wie? Na, wegen den Jobs, die er Ryan besorgt. Und er schmeißt sie einfach hin. Ich denke, er macht sie Q. Jetzt ja. Wieder mit seinem Kumpel Gordon. Das haben die früher schon gemacht. Meinem Vater hat es nicht mehr gepasst.
Wieso? Na, weil es zu viel Ärger gab. Ach, keine Ahnung. Gewalt und so. Wie meinst du das? Hat Ryan kassiert? Sieht er so aus? Ich hab's Telefon aus, weil er mich die ganze Zeit nervt. Hier, hörst dir mal an. Was ich nicht verstehe, ist, warum du so ein Fass aufmachst. Alles, was ich wollte, war doch nur ein paar Minuten Ruhe. Weißt du, wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich mit dir zusammen bin, dann bin ich mit dir zusammen. Ich kann das nicht alles auf einmal. Ich brauche auch meine Zeit, um das alles zu verarbeiten. Die Situation ist ja nicht nur für dich neu. Lara, Mann, meld dich bitte. Kuss. Die Situation... Aber warte, Kuss. Was meint er mit der Situation? das Baby, alles. Ich werde ihm nicht antworten. Naja, also... Fällt schwer, wenn er so ist, oder? Und wo du auf das Baby wartest, überleg mal, ob du ihn nicht jetzt vielleicht gut gebrauchen könntest. Ich hab meinen Vater. Und er soll bei der Geburt dabei sein und beim Wickeln helfen und nachts das Baby reichen. Aber wäre es denn später nicht schlimmer, sich zu trennen? Ja, wieso denn? Also je größer, umso leichter wird's doch, oder? Außerdem denkst du weniger an dich oder an ihn, sondern daran, was das Beste für das Kind ist. Und im Moment klingt dieser Ryan überhaupt gar nicht so komisch oder gefährlich oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Ich bin ohne Vater groß geworden. Ja und? Ging doch, oder? Ja, ich hab nix vermisst, aber was aus meiner Mutter geworden ist, mal abgesehen vom Aussehen, war die nur am Rödeln. 3 Jobs und dauernd waren wir auf irgendwelchen Ämtern. Einmal im Warteraum vom Jobcenter, da war ich noch ganz klein. Als wir aufgerufen wurden, hat sie mich gekniffen, hier, in den Oberarm, bis mir die Tränen gekommen sind. So bleibst du, hat sie gesagt. Und dann sind wir rein. Also sie wollte so nicht sein. Würdest du mitkommen? Wohin denn? Zu Ryan, wohin sonst? Ja, na klar. Ich muss nur, kann ich mal bei dir wohin? Wo stecken Sie? Im Bad. Wo? Im Bad von Lara Michel. Wir gehen jetzt zu Ryan Ehlert. Darf ich das? Ich meine, ich habe keinen Durchsuchungsbeschluss. Na, wenn er Sie einlädt. Außerdem können wir so etwas nachholen. Mensch, handeln Sie eigenständiger. Nancy? Und, Ritter, Rost? Ja? Alles in Ordnung? Ja, ich schimpf nur vor mich hin. Verdammte Hacke, so eine verflixte Sauscheiße. Was? Sehen Sie sich bei ihm um. Okay. Können wir? Wohnt er weit? Wir fahren in seine Firma. Das ist die Firma? Sieht eher aus wie ein Sportstudio. Ja, das ist es auch. Von allem etwas. Hier, ich habe einen Schlüssel. Ja. Wer zur Hölle? Lara? Ryan, wir trainieren. Hast du dir deine eigene Security mitgebracht? Ah, das ist Nancy. Sie arbeitet mit mir. Nett hier. Ich kann die Pratzen halten. Wenn du kannst. Aber mit der Jacke? Cool oder Hipster aus Berlin? Finden wir es raus. Du hältst die Pratzen für mich. Wenn du kannst. Sollen wir nicht irgendwo in Ruhe reden, im Büro zum Beispiel? Sag Bescheid, wenn du mich brauchst, Lara. Schon gut. Du hast ja die Pratzen noch gar nicht an. Das bockt zwar nicht, aber wenn du meinst, bitte. Langsam. Wieso denn? Kannst du nicht mehr, oder was? Kannst du mal klarkommen? Okay. Los. Es geht weiter. Ja, gibt's ein Problem? Ich frage mich nur, was bei euch da alles in der Zimmerpflanze hängt. Das ist unser Weihnachtsbaum. Für mich sieht's eher aus wie eine Yucca-Palme. Ist das ein Schuh? Wir sind ironische Weihnachtsfans. Der Flipflop ist ein Souvenir. Los geht's. Deswegen wollen Sie mich sehen? Weil bei denen ein Schuh im Fikus hängt? Ne, ein Flipflop in der Yucca. Ja, was auch immer. Ich war mit Hennecke im Schacht. Dem verrückten Opa? Ja, nein, also ist nicht. Also, ein bisschen irre ist er schon, aber Sie haben gesagt, ich soll eigenständiger handeln. Zum Fall. Sie sollen an Ryan Ehlert dran. Aber Hennecke hat von einem Toten geredet.
Die schwarzen Hunde müsste man erschlagen, haben die gerufen, so 6, 7 Leute. Und dann haben die sich gewehrt, die Afrikaner. Aus Mosambik waren die. Und eins ist zum anderen gekommen, die Mossis, also die Afrikaner sind gerannt, die anderen hinterher, aber wie? Das wurden ja immer mehr von uns, 10, 15 Mann. Wo sind die denn hingerannt? Mit denen hinterher, die Landstraße runter. Der eine Vertragsarbeiter hat sich langgelegt, dann haben sie sich ihn vorgeknöpft. Sie meinen, der Asylbewerber hat sich langgelegt, weil Vertragsarbeiter gab's früher. Oh, dann bringen wir schon die Zeiten durcheinander. Tja. Ja, im Bergbau gibt's seit ewig Mord und Totschlag, schon wie die Ungarn kamen. Die Kupferschmelzer, da musste man die förmlich herprügeln. Die wollten ja, aber die anderen wollten sie nicht ziehen lassen. Da gab's schon Hiebe wegen dem Monopol. Und als hier gebuddelt wurde, hatte jeder seine Tiefe. Und da gab's dann Streitereien mit dem Messer und mit der Armbrust. Armbrust? Wann kamen denn die Ungarn? Im 14. Jahrhundert. Ich sag doch, im Bergbau war schon immer Zoff. Vorsicht! Wasser! Und wo lag der Tote vor 6 Jahren, von dem Sie geredet haben? Das wollen viele wissen. Wer noch? Na, die junge Frau. Welche junge Frau? Na, mit Namen haben wir es nicht so. War es die Maria oder die Mala? Lara! Hier ist es. Haben Sie das ihr auch gezeigt? Allen möglichen Leuten. Möglich, dass er da reingefallen ist und sich dann hierher geschleppt hat? Sie meinen durch den Wetterschacht? Kann ich den mal sehen? Ist da vorne. Sicher, dass das vor 6 Jahren war? Ja. Bringen wir schon die Zeiten durcheinander. Was ist das denn? Dieser Müllberg. Fragen Sie nicht, was die alles von oben reindonnern. Das ist der Wetterschacht. Flaschen, Zigaretten, Bildtüten. Landet alles hier unten. Jetzt wühlt die da drinnen rum. Ein Schuh. Ich muss telefonieren. Aber nicht hier drinnen, kein Empfang. Ein Schuh? Genauso einer wie bei Ryan Ehlert und seinem Kumpel Gordon in der Weihnachtsjucker hing. Sind Sie sicher? Haben Sie den dabei? Ordnungsgemäß im Klemmverschlusstütchen. Freuen Sie sich erst, wenn die Gerichtsmedizin ein Bios DNA daran findet. Und wenn ja? Wenn ja, dann besuchen wir Ryan Ehlert und stellen alles auf den Kopf, um die Yucca zu ernten. Was mache ich, bis das Labor soweit ist? Normales? Entspannen Sie sich. Der Pommes hat wohl geschmeckt. Das letzte Gespräch auch. Oh, Sie sehen müde aus. Ich hab nur so Kopfsachen. Oh, kenn ich. Man klebt fest, kommt nicht voran. Die Schultern, der Kopf, alles ist schwer. Als wäre die Erdanziehung größer oder so. Vielleicht sind sie Toten. Wie Ihr Freund. Mit wem hatte er denn Stress? Vielleicht sollten Sie das lassen. Was denn? Ja, die Fragen über Desmond. Die letzte, die das gemacht hat, ist auch hinüber. Wie? Verstehe ich nicht. Wen meinen Sie denn? Haben Sie nichts von der erschossenen Polizistin gehört? Was? Das war im Fernsehen, vor 5 Jahren. Das war in Lörben. Was? Vorher war sie auch hier. Aber in Zivil. Ich wusste nicht, dass sie Polizistin war. Sie kam rein und saß da drüben, wie Sie neulich. Was hat sie denn hier gemacht? Mit wem? Sie war allein. Sie ging immer zur Aufnahmestelle und wollte mit allen über Desmond reden. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Außerdem ist sie irgendwann verschwunden. Bis ich ihr Bild dann im Fernsehen gesehen habe, da haben sie gesagt, dass sie erschossen wurde. Maria oder so hieß sie. Marika Böhmicke. Nicht Maria? Also haben Sie doch von ihr gehört. Hallo? Ihr Telefon. Oh. Ja? Kannst du kommen? Lara, was ist denn? Ryan ist weg. Wie weg? Hat er sich getrennt? Nein, seine Wohnung wird durchsucht. Sie soll kommen. Kannst du kommen? Wer war das? Was? Ist jemand bei dir? Hallo? Oh, Stress? Hört sich so an. Kraus? Irgendwas ist passiert. Ich soll zu Lara fahren. Und noch was wegen einer Sehr gut. Das trifft sich. Wegen einer Polizistin. Wieso trifft sich das? Na, wir haben heute früh die Bude von Ryan und Gordon umgekrempelt. Die beiden waren nicht da. Ich bin immer noch hier, aber ich muss gleich Lara Michel befragen. Wenn Sie zufällig bei ihr sind, fliegt Ihre Legende nicht auf. Aber, Frau Kraus, da war noch jemand. Bei Lara, ich habe eine Stimme gehört. Ryan?
Sie einfach so wie immer. Seien Sie eine gute Freundin und natürlich behandeln Sie mich wie Polizistenabschaum. Aber, Frau Kraus, Marika Böhmicke war hier. Die Polizistin, die vor 5 Jahren erschossen wurde. Wir waren an dem Fall. Wie kann das sein? Frau Kraus? Das erkläre ich Ihnen später. Aber wieso haben Sie mir das nicht gesagt? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Denk nach. Nennen Sie... Tommy! Na du alte Spionin, oh, wird Zeit, dass du dich mal meldest, ey. Bruderherz, ernst jetzt. Erinnerst du dich an Marika Böhmicke? Ach ja, die tote Bulette. Ja klar, ihr Chemobunge hat sie umgelegt, also wenn einer das glaubt. Sie war hier. Wie hier? In Schlagstedt. Sie war verdeckte Ermittlerin, wie ich. Wie, das erzählst du erst jetzt? Hast du nicht gesehen, was mit ihr passiert ist? Komm mir nicht damit, Tommy. Ich habe sie damals gefunden, wie sie vor der Turnhalle aus dem Auto hing. Durchhalten, habe ich gesagt. Durchhalten, 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 durchhalten. Notarzt ist unterwegs. Polizei. Ja, Polizei. Ja, psch, ist gut. Polizei, genau. Ja. Wie bitte? Wie vorher ist in Schlagstedt als VE rumgelaufen, oder was? Warum? Sie hat Asylbewerber befragt. Zu einem Toten. Desmond Mbayo, auch Asylbewerber. Tommy, ich hab denselben Fall. Gab's in der ZAST nicht Proteste? Was? Na, in der Aufnahmestelle. Die haben doch da vor ein paar Jahren revoltiert. Woher weißt du das? Oh, Mensch, Nancy, Mann, ich interessiere mich für meine Mitwelt und lese Nachrichten. Erzählt den LKA-Kraus denn gar nichts mehr, oder was? Eben nicht. Nicht mal von Marika Böhmicke hat sie mir erzählt. Wogegen haben Sie denn demonstriert in diesem Asyl-Dings? Ich gegen Abschiebung. Aber, Nancy, warum fragst du das? Was ist denn, wenn sie dir jetzt... Lasst mich! Warte mal. Hä? Nein! Das ist David. Ein Freund von Desmond. Was machen Sie mit dem? Wer? Ryan, Elad und Gordon, das sind diese Typen, die ich beobachte. Sie nehmen ihn mit. Wieso, wohin denn? Werden wir sehen. Aber du willst jetzt nicht hinterherfahren, Nancy, oder? Nancy! Ich melde mich wieder. Lasst mich! Nein! Schön stillhalten. Was wird das? Wieso fesselt ihr mich? Ah, das war's. Nimm das Seil, Gordon. Bitte lasst mich. Was wollt ihr von mir? Nimm das Seil, Gordon. Kletter hoch. Aufs Windrad? Ich hab nichts gemacht. Hoch da, Gordon. Okay. Wieso? Was will er mit dem Seil da oben? Schnauze. Verräter. Weiter? Ja. Wieso Verräter? Ich hab nichts verraten. Ich hab niemanden verraten. Das reicht. Schling's um eine Sprosse und komm wieder runter. Ich weiß nicht mal, was ich irgendwem verraten könnte. Nee, du weißt nichts. Alles klar. Vielleicht denkst du mal an die Zeit in eurer Asylbude zurück. Und jetzt? Um seinen Hals. Nein, ich weiß nichts. Ich kannte Desmond nur vom Sehen. Schnauze, du bist aber der Einzige, der noch hier ist. Alle anderen sind in ihre Kaffländer zurückgeschoben worden. Aber ich bin doch noch nicht mal Asylbewerber. Ich bin schon 20 Jahre hier. Ich habe einen deutschen Pass. Perso, alles. Hörst du was? Nee, es interessiert nämlich auch keinen. Heute hatten wir eine Hausdurchsuchung. Wer sonst kann denn da was ausgepackt haben? Hm? Ich nicht, ich war's nicht. Ach Gott, zieh ihn hoch. Nein! Es ist schwer. Ich weiß nichts. Ich werde nichts sagen, solange ich... Ach, genau, das wirst du nicht. Binden wir ihn fest. Loslassen! Die Freundin von deiner Alten. Die fehlte noch. Ihr sollt ihn loslassen! Aber am besten du verschwindest wieder und hältst den Rand, dann passiert dir auch nichts. Ich hab gesagt, loslassen! Sie hat eine Knarre. Die ist Bulle. Du bist Bulle? Du hast uns das eingebracht? Ihr seid beide verhaftet. Hände auf den Kopf. Hinknien. Ich scherz nicht! Kommen wir gleich zur Sache, Herr Elad. Mein Name ist Gesche Kraus, ich bin vom LKA. Erklären Sie mir, was das ist. Ein Badelatsch in einer Plastiktüte. Bravo, Sie haben einen Badelatsch gefunden. Ich habe sogar einen zweiten Cinderella. Mensch, waren Sie im Urlaub? Den habe ich aus Ihrem Büro. Komisch, dass er dort bei Ihnen zum Jahrestag seines Todes in Ihrer Yucca-Palme hing. Wessen Todes? Desmond Mbayo, der Asylbewerber? Vielleicht erinnern Sie sich, Sie haben vor 6 Jahren in der zentralen Aufnahmestelle gearbeitet. Ah, der Klettermaxe. Ist der nicht in einen Schacht gefallen? Wie kommt dann sein Schuh in Ihr Büro? Solche Schuhe gibt's wie Sand am Meer. Aha. Solche DNA-Tests auch? Ups. Sie sind ja sogar für einen besonders weißen Jungen recht blass. Sie könnten jetzt zur Aufklärung beitragen und erzählen, weshalb Sie damals mit Mbayo in Streit geraten sind. Bin ich nicht. Habe ich doch damals schon alles Ihren Kollegen erzählt. Stimmt. Und die haben ja auch ein paar Zeugenaussagen hinterlassen.
Einer gab an, dass Sie 40 Menschen gezwungen haben, sich eine Toilette zu teilen. Gezwungen. Die anderen Klos waren kaputt oder Entschuldigen Sie die Wortwahl. Aber das erzählt Ihr Zeuge wohl nicht, hm? Nee, aber dass Sie und Ihr Kollege Gordon Tauchert an der Schlange entlang spaziert sind, Witze gerissen haben und wenn jemand sich draußen erleichtert hat, haben Sie das in seiner Akte als schlechtes Sozialverhalten notiert. Das habe ich hier und hier von Ihnen notiert und da ist ja Mbayo vermerkt. Ja, na und da drüber ist irgendein anderer von denen vermerkt. Mbayo wurde danach im Krankenhaus behandelt. Weiß ich nichts von. Sollten Sie aber. Es ging um Platzwunden, Knochenbrüche, Prellungen. Die Zeugen sagen, Sie hätten gerne mal zum Schlagstock gegriffen. Wer? Wer sagt das? Wo sind denn Ihre Zeugen? Das können die doch dann gerne vor Gericht behaupten. Sie wissen genau, dass die weg sind. Ach, ja, und kann ich da was für? Ein Übersetzer hat von den Aufständen berichtet. Aufstände. Gingen die von Mbayo aus? Was denn für Aufstände? Die haben sich geweigert, die Nachtruhe einzuhalten. Wenn Sie das Aufstände nennen, dann will ich Sie nicht am Tag X erleben. Mbayo wollte Sie anzeigen. Er hatte einen Termin bei einem Anwalt. Machen die das nicht andauernd, um hier zu bleiben? Sie haben recht, aber darum ging's nicht. Dieser Anwalt ist keiner für Asylrecht. Ja, und warum denn? Leider verschwand Mbayo einen Tag vor seinem Termin. Sie hatten an dem Abend keinen Dienst? Oh, das habe ich doch alles Ja. schon... Sie haben schon gesagt, dass Sie mit Gordon im Gym bei Ihrer Freundin waren. Meine Freundin hatte erst recht nichts damit zu tun. Warum denn so bissig? Ich wollte nur fragen, wohin Sie mit Gordon gefahren sind, als Sie an dieser Tankstelle waren. Die Überwachungskamera hat Sie aufgezeichnet. Das Bild kannten Sie noch nicht, hm? Die Daten waren gelöscht. Ich habe die Festplatte einem anderen Kollegen gezeigt und siehe da, ein paar Jahre später macht's der Fortschritt möglich. Oder der andere Kollege. Ich will einen Anwalt. Auf einmal. Wo wollten Sie damals hin? Und wieso haben Sie gleich eine Eisenstange mitgenommen? Sieht aus wie eine Hantelstange, finden Sie nicht? Haben Sie nicht gehört? Sie haben gewusst, dass er abends zu dem Imbiss ging. Zumindest das wissen wir von der Autopsie und von einem Fleck auf der Kleidung. Was habe ich denn damit zu tun, was der frisst? Ich war tanken und ich hatte eine Hantelstange dabei, na und? Weil ich zu Hause weiter trainieren wollte. Wo ist die Hantelstange dann? Das weiß ich nicht mehr, vermutlich zurückgebracht. Und wieso haben Sie sich ein Abschleppseil gekauft? Genau so eins wie das, mit dem Sie heute den Imbissverkäufer aufknüpfen wollten. Wir haben dem doch nur einen Schrecken eingejagt. Wieso denn? Was sollte er nicht verraten, Ryan? Mbayo war oft Gast bei ihm. Hat er ihm vielleicht was verraten? Wovor haben Sie Schiss? Wovor? Denken Sie nicht, David Ramdani wird es uns selber erzählen? Soll er? Ihre Freundin kriegt ein Kind, verdammt! Haben Sie nicht die Eier, so früh wie möglich wieder rauszukommen, um für Ihre Familie zu sorgen? Hab ich! Ich habe ihn mit der Hantelstange bearbeitet und dann in den Schacht gezerrt. Details? Antworten Sie auf meine Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor dem, der Ihnen geholfen hat? Ich habe doch gesagt, ich war's. Wer hat die Akten verschwinden lassen? Wer hat das Tankstellenvideo gelöscht? Wer hat Interesse daran, dass Sie ungeschoren davonkommen? Ich hab gestanden! Reicht Ihnen das nicht? Nein, reicht es nicht. Wer hat Sie gedeckt? Ich will wissen, wer Sie gedeckt hat. Und ich will einen Anwalt. Na, was machst du? Packen. Oh, na endlich, ey. Hau ab, bevor die mitkriegen, dass du Bulle bist. Bin schon dabei. Sie haben es schon mitgekriegt. Hä? Oh, nee, Nancy. Was war das? Die Klingel. Hab dich nicht so. Wer ist das? Werden wir gleich sehen. Du willst jetzt nicht aufmachen. Es ist Lara. Nancy, nein, nicht auflegen. Bleib dran. Lara? Sie haben Ryan festgenommen. Wer? Wieso denn? Jetzt tu nicht so blöd. Ich hab dir vertraut. Das kannst du ja auch. Jemand muss ihn verraten haben. Was denn verraten? Er hat doch nichts gemacht. Quatsch nicht! Du hast ihn und Gordon doch selber festgenommen. Ich? Du spinnst ja wohl. Wie soll ich das denn machen? Ich arbeite in einem Fitnessstudio. Ach komm, erzähl deinem Scheiß doch irgendjemand anders. Papa? Tag auch. Was? Papa? Wir kennen uns doch. Hecker? Marco Hecker? Sie waren doch der Kollege. von Frau Kraus. LKA. Ich bin immer noch Kollege. Damals waren Sie in Lörben wegen der toten Polizistin. Aber wieso Vater? Lara heißt Michel, nicht Hecker. Sie heißt nach der Mutter. Gedächtnis und Kombinatorik schon mal top. Wie wär's, wenn wir einen kleinen Ausflug machen? Vergessen Sie nicht Ihr Telefon. Was? Aber Lara! Ich hab dir vertraut. Ihr Telefon, vorwärts. Ritter! Ritter! Ganz ruhig. Ruf sie. Kraus! Ja!
Es ist eine Falle! Er hat eine... Was? Nancy? Nancy, was wollen Sie mir denn hier unten... Scheiße. Tja, hätte ich nicht besser ausdrücken können. Gleich die Händchen hoch, Kraus. Los, ich nehme jetzt Ihre Waffe. Danke. Einmal umdrehen. Na los, alle beide. Vorwärts. Mensch, Hecker, wir haben jahrelang in muffigen Büros und in überhitzten Autos gesessen. Ich erinnere mich. Hecker und Kraus wie Heckler und Koch. Dream Team. Aber Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden uns doch nicht wegen dieser Nulpe erschießen. Ritter, nicht. Sie hat vollkommen recht. Ryan ist ein Idiot. Aber sein Schwiegersohn kann man sich heutzutage nicht mehr aussuchen. Ryan hat Pech mit seiner Impulskontrolle. Ryan hat Pech! Die Bio wurde ermordet! Wie auch immer. Los, schön weitergehen. Tun Sie, was er sagt. Er glaubt sich das mit der Impulskontrolle doch selber nicht. Bayo wollte ihn wegen seiner Schikanen im Heim anzeigen. Ryan hat geplant gehandelt. Was wissen Sie davon? Nicht umdrehen. Vielleicht ist er nicht der einzige Idiot in der Familie. Wie meinen Sie das mit Idiot? Na, Ihre Tochter, die hat ihm doch ein spitzen Alibi beschert, als sie sagte, er war die ganze Nacht im Gym. Meine Tochter ist kein Idiot. Haben Sie sich deswegen in die Ermittlungen eingemischt? Akten und Handys verschwinden lassen? Reden Sie noch einmal so über meine Tochter. Sonst was? Bringen Sie mich um? Scheint so ein Dauerbrenner bei Ihnen zu sein. Sie, Hacker, haben dafür gesorgt, dass Ryan die Zost verlässt. Die Zeugen wurden abgeschoben. Dummerweise hat irgendwer Marika Böhmecke als VE eingesetzt, die alles geblickt hat. Sie wussten es die ganze Zeit? Jetzt nicht. Was, wenn er mich schon vorher gesehen hätte? Der wird uns doch heute sowieso töten. Ich habe niemanden getötet. Ach nicht, hat sich die Kollegin Böhmecke selbst in den Kopf geschossen. Ich habe nur Spuren beseitigt. Mir war damals schon klar, dass Sie mit dem Mord zu tun haben. Und jetzt war's, Hacker, hä? Jetzt müssen Sie diese Spuren auch noch beseitigen. Das ist wie ein Schneeball, der wird immer größer, aber das ist ja gar kein Schneehacker. Das ist gefrorenes Blut, das Sie da vor sich herschieben. Und es wächst und es wächst. Und irgendwann wird das Ding größer sein als Sie selbst. Kraus! Ich habe niemanden ermorden wollen. Sie haben auf Sie geschossen. Ich habe nur geholfen. Wem? Meiner Tochter. Ihrem Freund. Würden Sie das nicht auch tun? Ha? Sind die nicht mehr wert als so ein dahergelaufener Sozialschmarotzer, der sich über die Zustände hier beklagt? Warum ist er nicht in seinem verdammten Busch geblieben? Dann wäre das alles nicht passiert. Dann könnten Sie oben in Ihrem Auto sitzen, rauchen und Ihre Allergien pflegen. Ich auch nicht mehr, du Arschloch. Oh, Sie wollten es nicht anders. Was ist das? Ist das eine Handgranate? Tja, was man nicht alles so bei den Asservaten findet. Viel Spaß noch. Jemand da? Hallo? Arbeitet hier jemand? Die sind alle weg. Hennecke. Schau. Ah, wieder Held der Arbeit. Endlich sagt's mal einer. Kennen Sie meine Schwester, Nancy? Die ist nicht zu Hause und Handy ist aus. Ja, unter Tage ist kein Empfang. Wieso unter Tage? Wir waren mit ihr unten. Wieso? Wo sie den Toten gefunden haben. Der Schwarze. Er hat doch mit uns gearbeitet, wie die anderen aus Mosambik. Und da hat einer in der Kneipe eine Frau angesprochen. Und das hat manchen von uns nicht gefallen. Und da sind sie gejagt worden. Wer hat wen gejagt? Na, wir die. Mit Biber 2 Schacht Georgi. Haben 1500 von denen gearbeitet. 1500? Aus Mosambik? Nee, aus Wandsleben, aus dem Lager. Das waren Häftlinge. Ah, Sie meinen das KZ. Aber wir reden von heute. Wo ist meine Schwester jetzt? Kraus? Ich bin hier. Kraus? Ich hab sie. Wo ist die Wunde? Oh, wir müssen einen Druckverband machen. Nancy, es tut mir leid. Drücken Sie das drauf. Ich hab's Ihnen nicht gesagt. Sie konnten niemandem vertrauen. Das ist schon klar. Nein, ich wollte.
hatte Angst, dass niemand mir glaubt. Und die Kollegen, alle, denen ich das angedeutet, die haben sich umgedreht. Ist gut. Das klären wir später. Die Finger von dem Fall, haben sie gesagt, da ist nichts. Hecker ist ein guter Kerl. Dann dachte ich spinne vielleicht. Das tun sie nicht. Und ich dachte, wenn eine das versteht, dann bin ich das. So meine ich's nicht. Doch, aber es ist okay. Und jetzt werden wir beide sterben. Nancy! Tommy? Tommy! Ihr Bruder. Nancy! Tommy! Komm zum Wetterschacht! Ich bin hier oben! Ein Wetterschacht. Haben Sie gehört, Kraus? Er hilft uns. Er holt uns hier raus. Ich hol Hilfe! Kraus? Augen auf. Kraus? Kraus! Kraus! Was ist mit Ryan? Wirst du ihn aus dem Knast holen? Diesmal sieht's nicht so gut aus. Was soll das heißen? Dass ich nicht alles gerade biegen kann. Soll das heißen, ich ziehe das Kind alleine groß? Es könnte schlimmer sein. Was ist denn noch schlimmer? Mein Leben ist zerstört. Du könntest mit einwandern. Oder ich. Wieso du? Was hast du gemacht? Gar nichts. Es ist alles gut. Wer ist das? Die Polizei? Tag, Kollege. Was liegt an? Herr Hecker, Sie sind festgenommen. Sie spinnen doch. Ich werde Ihnen ein Disziplinarverfahren anhängen, dass Sie sich wünschen, Sie wären nie in den Dienst getreten. Ich habe meine Anweisungen. Und woher? Ich habe alles gesehen. Er hat sie erschossen, ich hab's gesehen. Die fehlte noch. Das ist eine Kollegin aus Lörben, die hat einen Einsatz nicht verkraftet und spinnt seitdem. Sie haben sie umgebracht. Da hören Sie es. Geben Sie mir Ihre Waffe. Das ist doch lächerlich. Ihre Waffe. Hast du es nicht gehört, du Drecksack? Mein Arm! Sei froh, dass ich ihn dir nicht breche. Schon gut, Frau Ritter. Ich hab ihn. Sie können ihn loslassen. Papa! Nein! Was mache ich denn jetzt? Nancy, wieso haust du ab? Reiche dir eine Scheiße nicht Ist was? ja gut, Tommy. Ist ja gut. Das arme Mädchen. Lara, Das ist alles deine Schuld! kommt wieder frei. Es ist auch nie was passiert. So, jetzt beantworten Sie mir eine Frage, Herr Hennecke. Nenn's nicht. Oh doch, mir reicht's mit seinen Geschichten von früher, als ging Ihnen das nichts an. Was haben Sie zu DDR-Zeiten gemacht, Herr Hennecke? War es Mosambikaner verprügeln? Vietnamesen jagen? War es sowas? Weiß gar nicht, wovon Sie reden. Endlich sagen Sie's. Ich. Was haben Sie damals gemacht, als der Mosambikaner umgebracht wurde? Reden Sie! Vermisst du sie? Verrückt. Ich weiß nicht, ich frage mich ständig, was wir als nächstes machen. Wer? Du und ich? Kraus und ich. Aber wir machen gar nichts mehr. Ach komm, Nance. Weißt du, dann frage ich mich, wer erkannt hat, dass du kein Schoßhund bist. Ich nicht. Ich wollte, dass du einen auf ruhig machst. Aber Kraus hat gesagt, du bist ein Pitti, Nance. Hey, bist du. Und sie macht jetzt vielleicht nichts mehr. Aber sie ist nicht weg. Du schleppst sie doch die ganze Zeit mit dir rum. Ha? Hab ich recht oder habe ich recht? Du hast recht. Na denn, auf Kraus. Auf Gesche Kraus. Geh weg! Hau ab! Nimm den Zug raus aus der Stadt. Wir sind alle Blumen verblüht und du bist viel zu schön. Wolfram, wir müssen, glaube ich, über ein paar Figuren und ein paar Motive und Entwicklungen hier sprechen. Aber eine ganz große Frage habe ich an dich als erstes. Ich habe mich ja sehr gefreut, als Nancy sagt, hast du gerade Probleme mit deinem Shakes? Kennst du das Wort Shakes? Nein.
Das finde ich jetzt schade, weil ich dachte, du kannst mir das etymologisch mal herleiten. Meine Mutter sagt das auch. Zu Kerlen, zu Typen. Dein Shakes. Ich verwende dieses Wort überhaupt nicht aktiv, aber ich habe mich gefreut, dass das irgendwo noch außerhalb der Welt meiner Mutter zu leben scheint. Okay, da muss ich Dirk Lauke fragen oder meine Mutter. Nee, ich habe mich tatsächlich auch über dieses Wort gewundert beim Hören. Okay, das ist hängen geblieben. Ich Aber sag's das ist beim nächsten Mal. ein DDR-Wort dementsprechend. Ja, muss es. Aber eben von der älteren Generation, deswegen ist es vielleicht. Aber gut, Nancy verwendet es ja auch noch. Und Anschlussfrage, Ritter Rost, sind deine Kinder mit Ritter Rost groß geworden? Nein. Auch nicht? Heute ist Nein-Tag bei mir. Das ist ja nun gar nicht Ostdeutsch, aber es sind ganz tolle Kindermusicals. Ich habe mich gefreut, dass der Witz erzählt sich dann gar nicht so nach außen. Es ist ja jetzt auch nicht gerade ein musikalischer Krimi, aber kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das verschenken wollt, wenn ihr Kinder habt. Ritter Rost Bücher mit den dazugehörigen, zu meiner Zeit waren es CDs, sind da ganz tolle Arrangements, krude Geschichten, aber die Musik ist total geil. Gut. Das war die Weihnachtsgeschenkempfehlung. Ja. Ich habe das Gefühl, man könnte zu jeder Figur, die dort auftritt und ja vielleicht ein bisschen sogar zu kurz kommt, weil jede trägt so einen mega Rucksack mit sich, ob wir uns vielleicht nochmal ganz kurz da dem so widmen. Weil wir haben ja quasi eine Ebene, also Gesche Kraus und Nancy, die beide Vorgeschichten mitbringen, zurückliegende Fälle. Das muss so ein bisschen telefoniert werden. Ja. Und dann haben wir noch den aktuellen Fall und da gibt es so viele Figuren, die halt leider, jeder hat nur seine 2, 3 Szenen. Ja, korrekt. Hast du den Krimi gemocht? Es war jetzt nicht mein Lieblings-Radio-Tatort. Dabei bist du doch eigentlich ein Dirk Lauke-Fan. Ja, eigentlich. Ich hab ihn, glaube ich, auch schon sehr gelobt, ja, seine Radio-Tatorte. Das war jetzt heute wirklich nicht so meiner. Mir war es, glaube ich, an vielen Stellen so ein bisschen theatert. Ich fand auch die Figuren jetzt nicht so... Zum größeren Bogen hat irgendwie das Hörspiel für mir gefühlt den Appell gemacht, du musst doch die Figuren jetzt schon mögen und schon kennen und mit denen mitgehen. Natürlich habe ich schon Hörspiele da gehört, aber das ist dann irgendwie auch zu lange her, als das jetzt mit Gesche Kraus da mega mitfiebern wird. Und das ist für mich mega spannend, dass wieder was Altes nochmal hochgeholt wird. Das finde ich halt auch an dem Format Radio-Tatort etwas schwierig mit dem, wenn man ja hat zwischen jeden Episoden, finde ich es noch schwierig dann zu sagen, jetzt muss ich aber voll dabei sein und voll investiert sein. Und für mich hat das Hörspiel so ein bisschen das von mir erwartet. Und die Erwartung konnte ich nicht erfüllen. Also ich glaube, wenn man das hört, ohne die zurückliegenden Fälle zu kennen oder sich genau zu erinnern, funktioniert das schon. Aber es stimmt, es bleibt so ein bisschen eine Leerstelle. Gerade der Verweis auf Nancy's allerersten Fall, der erste Angriff, wo es um eine tote junge Polizistin geht, die auch als verdeckte Ermittlerin gearbeitet hat. Das ist schon ein krasser Stretch, der sicher aus Dramaturgensicht totale Freude macht. Oder aus Autorensicht. Für uns zum Hören gibt es erstmal nicht so viel. Ja. Gell? Das ist so ein bisschen, da muss man durch. Ich habe halt den Vorteil, weil du sagst, man kann mit den Figuren gar nicht so richtig mitfühlen. Ich finde halt, die Maike Knirsch, die Nancy Ritter spielt, ist eine meiner Stimmentdeckungen der letzten 5 Jahre. Ich genieße das wirklich sehr. Und ich finde auch die Katja Birkle als Gesche Kraus, ich fand die beiden auch als Duo, fand ich toll. Ich reagiere manchmal auf Frauenstimmen. So, wenn sie für mich in ein bestimmtes Klischee gehen. Ja. Bei den beiden konnte ich mich so richtig reinlegen. Schade, dass die Gesche weg ist. Aber erklär mir mal bitte noch ein bisschen genauer, was du meinst mit es theaterlet dir zu sehr. Das eine, ich finde zum Beispiel die Figur von diesem alten Bergmann da. Das tut irgendwie für mich sonst schon sehr wie in der Realität geerdet. Und dann habe ich diese Figur, die dann so halb dement die Zeiten durcheinander haut und dann mal von Ungarn, von Mittelalter spricht und dann von DDR und von heute. Mir ist sozusagen so ein bisschen eine Metapher auf 2 Beinen. Dann sagt, Achtung, unaufgearbeitete Geschichte. Es gab auch Rassismus in der DDR. Ist ja ein berechtigtes Anliegen, das zu erzählen, auch spannend, aber irgendwie ist es für mich so wirklich so eine These, eine Metapher auf 2 Beinen, die mich da so durchs Stück durchführt. Und stört dich das nur, weil das quasi von den anderen Figuren abfällt, die dann mehr im Klein-Klein, im Alltag und im Jetzt verortet sind und nicht quasi monologisieren und durch die Zeiten wandern und im Wir sprechen? Stört es dich das als Unterschied oder dass eine Figur quasi so aufgeladen wurde, die muss das jetzt alles erfüllen? Weil man muss viel erzählen, was noch alles zu dem Ort, zu der Zeit gehört. Ich glaube, ich finde es aber nicht, glaube ich, einfach schlussendlich nicht so wahnsinnig elegant, nicht so literarisch gut gemacht.
Entschuldigung. Nein, das seid ihr unbenommen. Also ich glaube, nur weil ich da sonst so Fan bin, war ich vielleicht diesmal ein bisschen enttäuscht. Und das sind auch so Details, mir ist dann irgendwie zu viel. Der Witz mit der Bomberjacke, mit Berlin oder Hooligan, den bekomme ich dann irgendwie dann 5-mal geliefert. Immer den... 2-mal. Nein, ich hab ihn wirklich mehrmals. Und dann auch mit dem Verkehrstheater, sie nimmt dann denselben Satz, wie sie davor gesagt hat. Willst du eine Puppe im Verkehrstheater sein? Sagt ihre Chefin zu ihr, dann nimmt sie genau denselben Satz zu ihrem Bruder. Das ist natürlich schon alles mit Absicht gemacht, aber das ist so für mich, hier kommt die Literatur, aber halt, ich finde es aber nicht so gelungen. Das ist so lustig, dass du das genau diese Sachen, also ich fand jetzt diesen Bomberjacken-Vergleich, da habe ich gedacht ein bisschen, Moment mal, stopp, bin ich 1991? Also muss man mir erklären, wer Bomberjacken trägt. Das fand ich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber danach, dass quasi dieselben Sätze in unterschiedlichen Mündern auftauchen, ich hatte da Freude dran, weil das... Ist okay. Geschmack. Wolfram. Und auch der alte Hennecke, das Anfangsbild, das du dir vorstellst, da ist so ein 96-Jähriger, so ein steingewordener Mensch, der da ins Fitnessstudio geht zwischen all den Jungen. Nee, finde es nicht lustig. Hey. Mir hat sich halt das Bild festgesetzt und damit habe ich ihm ganz viel entschuldigt, weil er sowieso so eine seltsame, rausgefallene Figur ist. Ja. Nein, und es geht dann für mich, glaube ich, auch weiter, selbst mit sowas wie die Granate am Schluss. Was man so aus der Wartenkammer findet, das ist dann einfach, muss man diese 50 Minuten dann nochmal so Action reinbringen. Aber ich habe mich so ein bisschen aufgehängt an der Beziehung zwischen Lara und Ryan, weil das ist jetzt mal interessant. Ne? Du kannst ja sagen, es ist irgendein Paar. Das ist Person A und das ist Person B. Was die für Charaktere haben, wie die zueinander stehen. Das kann ja in jeder Ausformung vorkommen. Die müssen, eben wie du sie zeichnest, heißt ja nicht, dass es unrealistisch ist. Und jetzt kriege ich halt aber als einziges Pärchen, sie ist schwanger, es wird immer nur thematisiert, kann sie ohne Mann leben oder nicht, aber zum Glück ist Papa da, also der andere Mann. Und er ist er trägt die Bomberjacken, er arbeitet im Security-Bereich oder geht pumpen. Und den Umgang der beiden miteinander, komischerweise habe ich mich daran ein bisschen gestört, dass klar, er darf da mal so einen netten Spruch auf den AB machen, wo man auch zeigt, er hat eine sensible Ebene, aber da kamen die beiden für mich ein bisschen zu kurz, um sie wirklich irgendwie zu spüren. Nein, das hängt vielleicht schon noch damit zusammen, man muss halt schon, ist natürlich Schwierigkeit des Formats mit den 50 Minuten, aber es wird halt unglaublich viel reingepackt. Die Lara wird ja auch sehr, sehr schnell vertrauenswürdig gegenüber unserer Nancy. Es geht ja auch irgendwie aber 2 Minuten und das ist schon beste Freundin. Aber ich meine, das funktioniert über die Schwangerschaft und über das sich anschauen und so. Reichte das nicht? Ich meine, klar, ich erkenne das auch als, das ist geschrieben, das ist gemacht. Und das passiert nicht unbedingt, das ist konstruiert, aber ich verstehe die Funktion und fühle sie auch, finde das eigentlich dann ganz nett. Aha, 2 Freundinnen, nach 3 Minuten. Ja. Ich muss dann dahinter kommen, was dich jetzt eigentlich so piekst, weil wohlwollend könntest du das ja auch betrachten. Ja, ich glaube, es ist manchmal noch interessant beim Hören. Ne? Ich war lange wohlwollend dabei. Aber ich war ein paar Minuten wohlwollend dabei. Und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich so, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, dann dreht es bei mir was um und dann sehe ich, glaube ich, alles ohne Wohlwollen. Ja. Dann bin ich dann wirklich sehr mäklig. Das ist tatsächlich so. Ein Glück bist du kein Lehrer geworden. Ich sehe dich gerade über so einem Schulaufsatz sitzen, wo so die ersten 4 Sätze noch durchgehen und dann der Rest ist rot, 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 rot. Das ist schrecklich, entschuldige mich. Nein, und weißt du, auch bis zu Details dann, das finde ich wirklich, jetzt höre ich auf mit dem Opermaker dabei einmal noch, in der Dönerbude, dass es nichts Veganes gibt. Es gibt keine Dönerbude mehr, wo es nichts Veganes gibt, nicht mehr in der ostdeutschen Kleinstadt. Es gibt doch immer irgendwie Falafel oder Halloumi. Entschuldigung. Das ist einfach falsch. Ja. Das ist einfach, damit man den Witz machen kann, den Spruch, und damit man dann auch irgendwas zwischen den Figuren machen kann. Das ist doch einfach nicht die Realität. Aber du kannst auch nicht... Immer sehr, ich wollte sehr auf Realität gibt, wenn man mit den echten Leuten spricht. Vielleicht hat er die eine Dönerbude im tiefsten Osten gefunden, wo man nur Fleisch bekommt. Genau. Ich glaube Zweifel nicht. für den Angeklagten. Ich würde auch sagen, das ist ja nichts, was ihm passiert. Er ist ja auch nicht so. Aber du kannst immer noch einen Gemüsedöner machen, ohne Fleisch reinzutun. Du hast ja den ganzen Salat. Hast du noch gehört, er darf nicht. Das Weißkraut, das Rotkraut. Im Osten muss man Fleisch verkaufen und Fleisch essen. Ja. Hey, aber rechter und linker Fuß laufen jetzt wieder zusammen. Das sind wir beide. Ja? Und lass uns doch mal schauen in der Zukunft,
wie es ohne Gesche Kraus weitergeht. Mit Dirk Lauke. Ich hoffe sehr, dass er weiterschreibt. Das hoffe ich auch. Ja. Und mit Nancy, damit ich sie noch mal ein paar Mal hören kann. Ist gut. Auf jeden Fall. Wir hören uns gleich morgen wieder. Und zwar ist Vollmond. Und Vollmond heißt gruselige Geschichten im Krimi-Podcast. Und ein paar sehr geile, wie ich finde. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.